die Atmosphäre bei Heinz so klasse ist. Lecker! Der Riefkocher hat in Köln eine lange Tradition. Ursprünglich waren Reibekuchen ein Essen für die armen Leute, während des Kriegs als schneller und günstiger Sattmacher in Maschinenöl ausgebacken. Irgendwann fingen die Kölner Hausfrauen an, sie aus ihren Wohnzimmerfenstern heraus zu verkaufen. Dann kamen die Imbissbuden mit den legendären Reibekuchenfrauen. Riefkoche wie bei der Mam. Diese Bude war eine Institution, gelegen in der Kölner Südstadt. Einer, der sich daran noch ganz genau erinnern kann, ist Cornel Wachter, Künstler und Kölner Urgestein. Das ist die alte Riefkuchenbude. Und man sieht das ganz klar hier an der Leibung. Ne? Und hier unten war dieses dreigeteilte Fenster. Und man sieht ja hier auch noch die Färf, die alte, auf den alten Fotos, ne? Die alte Farbe. Hier das mit ein bisschen höher geht das. Ne? Ja, das ist das. Hier haben wir gestanden, haben geguckt, bis sie uns erhört haben. Hier ist ein Fenster auf, die rufen raus, ja, andere rufen was rein, man verzählt sich, wie war es gestern auf der Karnevalssitzung. Ich habe gar keine andere Reibekuchen wahrgenommen, großartig. Das war für mich hier der Mittelpunkt der Reibekuchenwelt. Das lag nicht nur an den Reibekuchen, sondern auch am Besitzer Anton Schüssler, von allen nur Toni genannt. 70% der Leute können keinen Reibekuchen machen. Ich habe feststellen müssen in meiner Praxis, selbst Spitzenköche sind nicht in der Lage, eine normale Riefkuchen herzustellen. Außer Legenden wie Toni war es vor allem die kölsche Band Blackfoes, die den Reibekuchen mit dem Lied Riefkoche-Walzer über die Grenzen der Stadt bekannt machte. Hier ist das gewesen, wo die Blackfoes damals mit dem Bulli ankamen. Das war hier. Da sind die mit dem Bulli hier angekommen. Ne, war richtig was los auf der Straße. Dann stiegen die aus und dann hat entweder der Reibekuchenmann oder die Reibekuchenfrau sie empfangen. Ne? Ich meine, das waren ja damals schon direkt nach dem ersten Lied unsere kölschen Stars. Ne? Mann, schnappt alle Mann, wir wollen Riefkocher haben. Mann, fang doch Glück an, 15 Stück Backopfer, Mann. Der Reibekuchen wurde salonfähig. Weg vom arme Leute-Essen hin zum Pausenimbiss für Anzugträger. Etwas Besonderes ist er in den Brauhäusern immer noch. Denn Reibekuchen gibt es nur an bestimmten Tagen. Ursprünglich freitags als Fleischersatz. Mittlerweile hat er sich aber auch an anderen Tagen eingebürgert. Riefkoche ist aber keine Kölner Erfindung. Kuchen aus Kartoffeln gibt es auf der ganzen Welt. Warum beanspruchte also ausgerechnet der Kölner die Erfindung für sich? Das erfahren wir im Pfingstreff, einer Begegnungsstätte, in der benachteiligte Menschen Anschluss finden und auch mit anpacken. Ein großer Teil der kölschen Kultur ist, teilen zu können, ist abgeben zu können. Und damit sich auch mit den armen Leuten gemein machen können. Und so, denke ich mal, hat der Reibekuchen, der ja nun als ein Gericht für arme Leute gilt, hat er hier in Köln halt einen besonderen Status. Und genau darum hat Künstler Cornel Wachter dem Riefkoche auch ein Denkmal gesetzt. Irgendwann habe ich hier die Reibekuchen von ihm gegessen, habe ich gedacht, Mensch, die müsstest du eigentlich auch mal in Bronze gießen und das als Preis für die Leute, die diesen Raum hier möglich machen, die diese Institution möglich machen. Das letzte Mal ging der Preis an die Köche hier, unter anderem, na logisch, wegen der guten Reibekuchen. Wo es die besten gibt? Geschmackssache. Geschmackssache ist auch, was dazu gegessen wird. Die Heimathäppchen-Rezepte zeigen, der Reibekuchen ist längst nicht mehr nur ein Kartoffelkuchen. Es gibt ihn in allen Formen und Varianten. Der einfache Kuchen von früher, riesig groß und triefend vor Fett, stirbt dagegen immer mehr aus. Klar, dass sich die Reibekuchenbäcker wie Heinz was einfallen lassen müssen, um die Kunden an die Bude zu locken. So, das hier ist die Gemüse-Reibekuchen mit Möhrchen, Lauchzwiebeln, Kraut, Majoran abgewürzt, Mut zum Würzen und die gehen gut. Egal wie man ihn genießt, es gilt, was einst ein Kölner Schriftsteller geschrieben hat. Reibekuchen alleine backen, alleine essen, vollkommen sinnlos. Das Besondere am Kölner Riefkoche ist nicht die Rezeptur, sondern das Zusammenkommen und das Gefühl dabei, eben typisch kölsch.
Rezept ist aber auch wichtig und Sie finden natürlich auf unseren Heimathäppchenseiten auch Reibekuchenrezepte. Entweder Sie